Digga, sieht die scheiße aus. Was? Ich fasse es nicht. Ja, wir haben ihn. Max Panne war Essen am teuersten Ort der Welt und dieser Ort ist nirgendwo anders als in der wunderschönen Schweiz und da wohne ich und deshalb muss ich das Ganze bewerten. Er war in Gstaad. Sehr, sehr krasse Stadt, sehr, sehr komische Stadt finde ich auch. Sind ultra viele, ich sag mal so, Ukrainer, Russen, so Oligarchen-Type-Beat, ne? Also das sind nicht so Leute, die so ein bisschen reich sind, sondern dort sind so Leute, die sind so rich. So 5 Yachten rich. Und Max war dort essen und ich bin gespannt, was Max zu erzählen hat. Let's go. Freunde, herzlich willkommen in Gstaad, dem wahrscheinlich teuersten Dorf der Welt. Gstaad, das heißt Gstaad. Es gibt hier über 50 Milliardäre auf 8000 Einwohner und die Innenstadt besteht aus normales Dorf in der Schweiz. Luxusboutiquen, Private Jet Charters und dem verrücktesten Scheiß, den ich je gesehen habe. Deshalb freut euch auf dieses Video, das werden wir alles sehen. Und falls ihr euch fragt, wie ich das alles bezahlen kann, natürlich mit meiner Revolut-Karte, denn Revolut unterstützt dieses Video und ihr könnt sogar 1000 Euro gewinnen. Und jetzt gehen wir zum ersten Spot, zu einem Luxushotel, wie ich es noch nie gesehen habe. Wir haben hier einfach nur ganz kurz geparkt und natürlich steht hier auf dem Parkplatz ein McLaren neben einem Bentley und um das Ganze heute ein bisschen spannend zu machen, bestellen wir jeweils das teuerste auf der Karte. Los geht's zum Hotel. Wow, Kooperation schmeckt bei Max. Erstmal das teuerste bestellen. Das Hotel, zu dem wir jetzt fahren, ist das Alpina Hotel. Hier vorne seht ihr das Palace Hotel. Wirklich wie ein Palast. Da, im Palace Hotel habe ich die Hochzeit gefeiert. Ganz kurze Story zum Alpina Hotel. Ich war mal vor 4, 5 Jahren da. Ein Homie von mir hat dort so neben Gstaad, also nicht in der City, sondern nebendran, so einen alten Bauernhof-Type-Beat-Ferienhaus. So ultra abgeranzt, aber sehr, sehr geil. Und da habe ich meine erste Drohne geflogen. Wir wollten über Gstaad filmen und dann ist die Drohne über Gstaad abgestürzt. Ich glaube, ich habe die Story schon mal irgendwo erzählt. Und dann einfach in den Garten von irgendeinem ultra-richen Oligarchen gestürzt, neben dem Alpina, neben diesem Hotel. Ihr müsst vorstellen, wenn dort ein Haus ist, dann ist das Haus und ein riesen Garten. Das ist alles immer so eingezäunt. Und dann gingen wir zu diesem Haus, weil wir hatten so die GPS-Daten, wo die Drohne abgestürzt ist, haben geklingelt und dann macht so eine Managerin auf, so eine Villa-Managerin, fragt, "Hello guys, what are you doing here?" Und dann wir so, "Yo, unsere Drohne ist über eurem Haus abgestürzt." Das musst du erstmal jemandem so erklären, das ist eine scheiß Drohne, über deren Haus abgestürzt ist. Aber die waren zum Glück relativ chill. Dann durften wir mit 2 Securities durch den Garten laufen und unsere Drohne suchen. Spoiler, wir haben sie nicht gefunden. Die Drohne liegt wahrscheinlich immer noch dort. Palast aufgebaut, wie ein Turm aufgebaut. Da würden wir nicht reinkommen, weil in diesem Hotel darf man nur mit formeller Kleidung rein. Alter Schwede. Adivos ist deine Lieblingsstadt in Österreich? So hier schon. Okay. Fun Fact. Eine Nacht in diesem Hotel hier kostet 3000 Euro ungefähr. Und wir sind nicht mal in der Hauptsaison. Okay. Fährt man oben rum? Ey, ich sage aber ganz ehrlich, solche Hotels immer langweilig, da läuft nichts. In solchen Hotels ist nie was los. Das ist immer, du bist da drin und irgendwie sind so ein paar Leute, die alle mystisch aussehen. Keine Ahnung. Luxushotels weiß ich nicht. Unten rum? I don't know. Alter Schwede, ist das krass. Alter, dieses Foyer, crazy. Wir gehen zur Rezeption und dann sage ich dir mal direkt, dass wir... Hallo, ich bin Max Panne. machen. Ja, da sind wir also. Aber der Ersteindruck hier ist ja absolut verrückt. Alter Schwede. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was die Karte zu bieten hat. Aber guck, das ist immer leer. Ich check das nicht. In so Luxushotels, das ist immer irgendwie leer. Weil da, ich glaube, das machen halt auch Luxushotels für solche Leute, wie so ultra-rich aus, ne, dass dort jetzt nicht mega viele Leute, das ist immer, man hat immer so das Gefühl, das Hotel ist nicht ausgebucht. Oder so, diese Vibes habe ich immer in so einem Luxushotel, ne? Denn wir bestellen das teuerste und wie gesagt, ist das nur dank Revolut möglich. Wie ihr wisst, sind wir hier in der teuersten Stadt der Welt und hier zahlt man wie überall in der Schweiz mit Schweizer Franken. Deshalb frage ich mich, wie bezahle ich hier also zu einem guten Wechselkurs? Das machen wir mit unserem heutigen Partner. Kurzer Funfact zu diesem Hotelzimmer. Das ist, glaube ich, im Hus Gstaad. Das ist ein anderes Hotel. Und da habe ich gepennt bei der Hochzeit und ins Klo gekotzt. Genau. Weiter geht's bei diesem absurd teuren Frühstück. So, wir haben jetzt die Karte bekommen und ich bin sehr gespannt, weil... Boah, okay, Frühstück. Das teuerste auf dieser Frühstückskarte. Ich guess mal, boah. Irgendwie was mit Kaviar, Champagner, irgendwas. Ich sag mal 160 Franken. Ich habe ein bisschen Angst vor dem, was mich hier erwartet. The Alpina Off-Cut Pizza, Perigord Truffle, Mountain Cheese, Truffle. 95 Franken. Eine Pizza. Also wir haben hier noch ein klassisches Frühstück, eine Pizza. Ribeye Steak, ebenfalls für 95 auch klassisches Frühstück. Franken. Aber es ist genauso teuer wie die Pizza. Und ganz ehrlich, natürlich bestelle ich die Pizza. Ich meine, 95 Franken Pizza mit Trüffel. Ich sag jetzt, diese Pizza wird scheiße aussehen. Die wird geil schmecken, aber scheiße aussehen. Drum und dran. Ich glaube, das ist ein würdiger Start in den Tag. Ganz kurz, ich möchte nochmal erwähnen, das ist überhaupt nicht selbstverständlich oder normal für mich, in diesen verrückten Kreisen hier zu verkehren. Ja, Max. Nicht
ist nicht normal für mich. Pasta Poesia läuft gut. Ja. Ich finde es selbst ein bisschen verrückt und ironisch irgendwie, dass ich hier so unterwegs bin und jetzt mit diesen Leuten hier sitze, die alle extrem krankreich sind. Ich meine, wer sich 3.000 € die Nacht für ein Hotel leisten kann, dem geht es auf jeden Fall nicht ganz schlecht. Aber bestellen wir mal die Alpina Off-Cut Pizza. Dazu vielleicht noch ein Cappuccino und dann starten wir in den Tag. Dankeschön. Ich habe mich gerade in die Privatinsolvenz befördert. Ja, wir haben die Pizza bestellt, 95 Schweizer Franken. Ich rechne mal kurz aus, was das in Euro ist. 99,79 €. Nicht ganz 100 € für eine Pizza. Wir werden auf jeden Fall noch einiges Wildes erleben heute. 100 € für eine Pizza, Digga. Boah, okay, das schiebt schon. Wir essen an einer kleinen Imbissbude. Ich sage nur so viel. Das ist die Logan Paul Imbissbude. Ihr kennt vielleicht den Vlog von Mike Milek in Gstaad, weil Logan Paul ab und zu in Gstaad ist, weil der Start-Guy, das ist so ein Dude, der, glaube ich, Reiche nachgemacht hat und deshalb selber reich geworden ist. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber der wohnt in Gstaad oder der ist oft in Gstaad und ich glaube, Logan Paul war damals in Gstaad und ich habe dem wie so ein Opfer geschrieben. Ich gucke jetzt, was ich dem geschrieben habe. Yo, I think you will never see this, but are you still in Switzerland? Habe ich Logan Paul geschrieben? Warte, was habe ich Mike geschrieben? Ich habe Mike geschrieben, yo, if you wanna do something crazy in Switzerland, just hit me up. I got time and know Gstaad and the part pretty well. Sorry for my English. Greetings and welcome to the best, but most expensive country. Hahaha. Ich habe so gedacht, die sehen das wirklich, Digga. Ist wie so unangenehm im Nachhinein, aber was macht man nicht alles? Und heute Abend essen wir ein typisches Schweizer Fondue mit Trüffel und Champagner. Deshalb es ist ein Tag, den ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen werde. Dieses Hotel hier ist einfach der Wahnsinn. Ich meine, guckt euch mal um. Ja. Ihr seht es, wir sitzen nicht mehr da. Er hat die Pizza mitgenommen. Wurden die rausgeschmissen? Wir haben die Pizza in der Hand. Wir sind gerade rausgeflogen. Ich glaube, ich bin noch nie bei einem Videodreh rausgeflogen, aber es war ein Missverständnis. Die Dame, die uns reingelassen hat, konnte das dann entscheiden und dann hat uns der Manager gerade rausgeschmissen und gesagt, wir dürfen hier nicht filmen, die Leute wollen ihre Privatsphäre haben. Kann ich auch verstehen. Digga, ne, die kennen in diesen Hotels halt auch kein Pardon. Aber ich glaube, ne, das ist so der Punkt von diesen richtig richen Hotels, dass halt Leute, die dorthin gehen, die wollen halt wirklich alleine sein und so, ne, nicht gefilmt werden, wenn da so ein Roger Federer sitzt und seinen Cappuccino trinkt. Aber crazy, man. Jetzt muss der die teuerste Pizza der Welt aus einem Kanton essen, halb kalt. Ist das dumm? Alter, das ist wirklich ein verrückter Ort. Guck mal, die haben einfach einen Wasserfall in ihrer Garage. Naja, Leute, ist mir, glaube ich, in der Form noch nie passiert. Das hat auf jeden Fall unsere 100 War aber auch unangenehm, ne? auf der Rückbank liegen, suchen uns jetzt ein Gemüse. Ja, okay, die wollen in Ruhe koksen. Es ist raus, so ist es. Aber deshalb sage ich bin wirklich nicht oft in solchen Hotels. Ab und zu bekommt man für einen Dreh so ein Hotel gestellt. Aber ich finde das nie wirklich geil, weil diese Hotels, ich finde es geil, wenn es so lebt und so ein Hotel, das lebt nicht. Jeder ist so auf seinem eigenen Film, alle ultra shady, ist irgendwie nicht so mein Vibe. Und dann schrauben wir uns das Ding rein. Tut dann nochmal ein bisschen mehr weh, wenn man es nicht mal in dem schönen Ambiente genießen kann. Aber was willst du machen, ne? Da sitzen wir also mit unserer 100 € Pizza in unserem Auto. Es ist gar nicht mal so schwer, wie es sein sollte, wenn es 100 € kostet. Aber der Karton ist sehr groß. Schauen wir mal, wie die Pizza aussieht. Oh. Digga, sieht die scheiße aus. Digga, sieht diese Pizza scheiße aus. Das ist so eine Pizza von einer Pizzeria, wo die Pizza einfach nicht so geil aussieht. Und die Pizza kostet so 11 Franken oder 11 €, Digga. Die sieht schlechter aus als eine Pizza vom Dönermann. Also ganz ehrlich. Digga, das ist ja ultra shit. Holy shit. Haben die Tomaten drauf oder nicht? Fast nicht, ne? Sieht nicht nach 100 € aus. Das ist die Pizza, die man für 100 € kriegt. Und die haben uns rausgeschmissen. Ich werde trotzdem ganz ehrlich sagen, wie mir diese Pizza schmeckt. Ich freue mich irgendwie darauf. Also, wir haben auf jeden Fall hier so eine... Aber ich hätte schon Bock auf die Pizza, jetzt sage ich ehrlich. Schöne Semola-Kruste. Ich frage mich, wieso das so teuer ist. Los geht's. Ich frage mich, wie viele Milliardäre diese Pizza schon gegessen haben. Dass man wirklich sagen muss, der Boden ist schön knusprig, du hast wirklich... Ja gut, der Boden ist knusprig für 100 €, okay. Da muss man sagen, es ist eine gute Pizza, hat sich gelohnt, Preis-Leistung. Ja, angenehmen Trüffelgeschmack, Wintertrüffel oben drauf gerieben. Aber die Basis ist Käse von einer Alm, die hier in der Gegend liegt. Also es ist natürlich schon etwas sehr, sehr Besonderes. Das Ding ist, ich sag, diese Pizza ist hässlich. Ich guck diese Pizza an, ich sag, die ist hässlich. Eine Pizza muss entweder neapolitanisch sein, also so richtig mit einem hohen Rand, so Flecken von Tomaten und Dings. Oder die Pizza muss so richtig wie eine Dönerbude sein. Diese zwei Richtungen gibt's. Nichts dazwischen. Das ist nix. Entweder eine ultra krasse Döner-Scheiß-Pizza, wo nur Öl drauf ist, oder so eine richtig geile neapolitanische. Das sind die zwei Richtungen. Alles andere Quatsch. Wir haben gerade 140 Franken gezahlt, weil die Pizza 95 Franken. Ein Cappuccino, wir haben beide einen Cappuccino getrunken, kostet 14 Franken. Das sind was? 14 Franken für ein Cappuccino? Das ist kranke Scheiße. Das ist für die Schweiz und für ein Luxushotel kranke Scheiße, weil meine Erfahrung ist dann halt oft in diesen Hotels, dass Wasser oder so, du kannst ja nicht ein Wasser für 12
Franken anbieten. Das machen die meisten auch nicht. Aber dort hatte Phoebe anscheinend doch recht, Digga. Ja, Phoebe, ich schließe mich dir an. Das sind 15 € für einen Kaffee. Ja, es ist schon ein verrückter Ort, kann man nicht anders sagen. Macht es Sinn, dafür 100 € auszugeben? Definitiv nicht. Geht nach Neapel und esst für 2,50 € die beste Pizza eures Lebens. Das ist nicht worth it. Auf keinen Fall die Sache wert. Nee, überall in der Schweiz ist es nicht so teuer. Du kannst einen Cappuccino auch mal für 9 Franken trinken. Nee, kannst auch günstiger natürlich. Den Geschmack, aber ich finde, man darf schon einen richtigen Kracher erwarten für dieses Geld. Ja, das ist Ultra-Shit, Digga. Schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet in Gstaad. Ich habe schon ein bisschen Angst, dass ich, keine Ahnung, aus dem Ort geschmissen werde jetzt hier nach diesem Frühstück. Aber guck dich mal diesen Ort an, da ist alles so tot, Digga. In diesen reichen Orten, Kitzbühel, St. Moritz, das ist immer so, ich weiß nicht. Wir schauen uns jetzt mal gemeinsam ein bisschen die Innenstadt von Gstaad an. Aber die ist ultra schön. Weil das ist auf jeden Fall ein Dorf, wie ihr es noch nie gesehen habt. Der eine oder andere kennt vielleicht den Gstaad-Guy von Social Media und natürlich... Gstaad-Guy. Max hat ja auch nicht die günstige Jacke angezogen. Die hat er auf jeden Fall auch von Revolut gesponsert bekommen, oder wie? Gibt es hier auch Europäer, eine Silent Luxury Brand, wo es Sweater, Jacken, Hosen ohne Brand, ohne Print, ohne alles gibt für 3.000 € aufwärts. Ich meine, wir stehen jetzt hier, ich gucke hier vor, Loro Piana, Ralph Lauren, Prada, Moncler, Louis Vuitton. Wir sind einfach in einem Dorf. Und das Geile ist, jeder von diesen Stores ist in so einem alten Chalet drin. Ne? Also das sieht von außen immer so ein bisschen alt aus, aber innen drin so komplett neu umgebaut alles. Welches Dorf, was ihr kennt, hat diese Luxusgeschäfte? Das ist absurd. Übrigens, dieses Hotel hier hinten, dieses traditionelle Haus, gehört Bernie Ecclestone, dem Gründer von der Formel 1, der hier auch in Gstaad lebt scheinbar, natürlich auch Milliardär ist und auch politisch ein bisschen mitgemischt hat. Man sagt, dass wegen ihm hier ein Privatjet-Flugplatz ist, aber es ist verrückt. Hier vorne, Michael Zinkgraf, gibt es wirklich die wunderschönsten Villen und Grundstücke, die man sich nur vorstellen kann. Alles Preis auf Anfrage. Allein dieses Highlight Reel, ne, da sieht man schon, wie es hier abgeht. Das sind wirklich die Top-Notch-Grundstücke der Welt. Wie gesagt, hier oben ist das Palace Hotel. Da wären wir gar nicht erst reingekommen, weil ich leider kein Taxido dabei habe. Und du darfst auch nicht mit. Ja, du kommst da auch ohne rein, Digga. Das ist schon ein bisschen Cap. Aber dort, Hochzeit drin, Digga. Ich sag mal so. Das war meine einzige Hochzeit in meinem Leben, wo ich jemals war und auch die teuerste Hochzeit. Mit Sneakern rein, das ist einfach verrückt. Wenn es ein bisschen exklusiver sein soll, kann man auch ein Chalet in Gstaad kaufen für 13,6 Millionen Schweizer Franken. 345 Quadratmeter Wohnfläche. Also Real Talk, das ist geisteskrank. Ich wusste nicht, dass es so teuer hier ist. Also auch grundstückspreistechnisch ist das teuerste Dorf der Welt. Alter, ist das krank. Ja, okay, aber die Schweiz ist ja grundsätzlich, wenn du eine Wohnung in der Stadt kaufst, in Basel, Digga, bezahlst du schon 1,5 Millionen oder 2 oder 3. Also das ist ja, Immobilien in der Schweiz sind, also da kann ich mich verabschieden, Digga. Da kannst du 10 Jahre YouTube machen, da haben deutsche YouTuber, Dave hat da schon seine 15 Immobilien, in der Schweiz, das sind nicht mal eine. Und falls ihr euch jetzt irgendein schönes Haus irgendwo auf der Welt, in Saint-Tropez, sonst wo gekauft habt, dann könnt ihr euch einfach ein Private Jet chartern und dahin fliegen. Also ich bin begeistert davon, aber das heißt nicht, dass ich das gut heiße, diesen Lifestyle. Aber es ist einfach so verrückt, so, das ist wie so ein Unfall, wo man einfach nur so hingucken muss. Wir stehen jetzt gerade vor einem Feinkostgeschäft. Pernay Comestible, ich kann kein Französisch, World of Fine Food. Und das hier im Schaufenster ist wirklich krass. Wir sind gerade halt in der Mittagspause da, aber die würden sowieso nicht wollen, dass wir filmen. Diese Flasche Louis XIII Cognac, 6 Liter, kostet 129.000 Schweizer Franken. Und das steht hier. Das ist Schweizer günstiger Alkohol. Ich habe noch nie was Günstigeres gesehen, Digga. Muss ich kaufen, wenn ich nächstes Mal feiern gehe. Hier einfach. Hier ist meine Karte, hier ist meine Revolut-Karte, 130.000 Franken. Ach, fertig. Digga, das sind ja Preise, wenn du so eine Brand bist und du bist etabliert, Digga, du kannst ja verlangen, was du willst. Das juckt ja die nicht, Digga. Das juckt jetzt die nicht, ob die 50.000 bezahlen oder 100.000, Digga. Du machst einfach dein Cash und gut ist, Mann. Das ist ein Porsche, der da steht. So, Freunde, jetzt sind wir vor einer einfachen Pommesbude, möchte man meinen. Aber wir gucken mal, was hier das teuerste ist, was man bekommen kann. Ich habe schon was gesehen. Absolut verrückt. Hallo. Thank you very much. Okay. Ein Wagyu Beef Burger für 59 Franken, also so 52 Euro und einmal Pommes für 10 Franken. Okay, das geht tatsächlich für 10 Euro. Ja, Freunde, Burger, Pommes, Getränk, 63,50 an der Pommes. Boah, geil, schönes Rivella gesnackt. Max, so gehört sich's. Bude. Es ist halt auch der Wagyu-Burger, aber trotzdem, komplett krank. Pommes 9,50 Euro, das sind stinknormale Pommes. Man kommt sich wirklich geisteskrank fahren. Ja, okay, aber Pommes 9,50 Euro ist in der Schweiz tatsächlich teuer, aber jetzt nicht ultra teuer, ne? Also das ist schon eher normal, würde ich sagen. Leider. Wenn man für diese 3 Sachen 65 Euro zahlt. Alter Schwede. Das ist halt wirklich ein... Das sieht auch shit aus, Digga. Keine Ahnung,
Ich mag so diese Art von Burger nicht so. Einfach so ein absoluter Standardburger. Ja, Burgerpreis komplett gottlos, Digga. Also ich glaube, da ist der Burger im Bürgenstock, den Wagyu-Burger, den wir dort gegessen haben, günstiger gewesen als dieser Burger. Ne? Ich gönn's ihnen, ne? Ich glaube, die machen so viel Geld. Die haben einfach ihre kleine Hütte hier und jeder, der hier durchläuft, holt sich mal eine schnelle Pommes für 9 Franken oder so. Aber das hier ist wirklich zumindest ein verdammt unscheinbarer Burger. Also er sieht aus wie jeder andere Burger. Und wirklich nichts weist darauf hin, dass er 50 Franken kostet. Probieren. Rot wirkt sehr knusprig. Da ist auch schon ordentlich Juice rausgesaftet. Let's try. Geistkranke Geldverschwendung. Boah, ich will den aber auch, ich würde ihn schon gerne eigentlich einmal probieren, aber Digga, 50 Euro für das, ne. Alter, also spätestens jetzt können wir uns sicher sein, dass teuer nicht automatisch gut heißt. Ich finde, das Wagyu Patty fügt der ganzen Sache wirklich gar nichts Positives bei. Ich finde, das hat so einen sehr rindigen Geschmack, schmeckt sehr stark nach Rind, aber nicht unbedingt positiv. Es gibt ja diesen so, boah krass, das hat Power, das ist geil durchwachsenes Fleisch. Also ich muss wirklich sagen, das ist Geldverschwendung, sich das Ding hier zu holen. Pommes habe ich schon 1, 2 weggesnackt. Ich glaube, die sind definitiv der bessere Deal, was wirklich absurd ist, wenn man das sagt, weil sie kosten 9 Euro. Die sind schön knusprig, mindestens doppelt frittiert, haben so ein bisschen was wie so Kartoffelchips, also aus der Tüte. Das kann man absolut machen, aber dieser Burger ist wirklich vollkommen sinnbefreit. Da bin ich mir fast sicher, dass das, was wir heute Abend haben werden, am wenigsten von allem, was wir gemacht haben, und es wird mein Highlight für heute. Aber man muss auch sagen, man kann jetzt nicht so crazy viel machen, außer extrem teuer zu shoppen, weil gutes Essen, krasser... Ja, das ist Shit dort. Du bist dort und dann kommst du an, dann gehst du irgendwo einen Cappuccino trinken für 10 Euro, 10 Franken und dann fragst du dich wirklich so, gut, was machen wir jetzt hier? Also voll langweilig so. Muss halt Skifahren gehen oder so, aber ist so ein Halbtagesausflug, würde ich sagen. An anderen Orten auf jeden Fall in höherer Dichte. Naja, ich würde sagen, wir machen uns mal wieder auf den Weg in unser Hotel, denn da werden wir später ein echtes Schweizer Fondue essen. Hallo Freunde, ihr fragt euch wahrscheinlich gerade, was hier passiert. Ich frage mich auch so ein bisschen. Wir sind in bester Gesellschaft, ganz spontan bei uns hier im Hotel und werden ein Fondue-Dinner genießen. Freddy ist da. Hi. Peter ist da. Schönen guten Abend. Und noch Digga, what the fuck? Was für eine random Combo, Digga. Wie ist der da? ganz viele andere herrliche Menschen. Wir haben eine Dave mit dem offiziellen Mitsubishi Tarmac-Logo. wunderschöne Aussicht und ich gucke abermals in die Karte, was denn heute Abend das teuerste ist. Ihr habt selbst schon gesehen, was wir heute wirklich teilweise an Unsummen für zweifelhaftes Essen liegen lassen haben. Hier ist die teuerste Sache auf der Karte mit 45 Schweizer Franken pro Person. Käsefondue mit Trüffeln und Champagner. Also Ey, no joke, ich sag, das geht. Es ist teuer für ein Fondue, aber Fondue im Restaurant in der Schweiz ist immer teuer. Ein gutes Fondue ist sowieso immer teuer. Es ist viel Geld, aber das ist auch sowas, was man sich als normaler Dude auch mal leisten kann, wenn man wirklich Bock auf ein geiles Fondue hat. So, ne? ich will fast sagen, in diesem Video Also wenn es schmeckt, dann geht es voll klar. heute ist das schon fast echt ein richtig guter Deal. Gerade hier in Gstaad und mit diesem wunderschönen Für Gstaad ist das umsonst. Panorama, jetzt gerade ist die Sonne untergegangen. Es ist richtig geil, deshalb lassen wir es uns gut gehen, bestellen uns unser Fondue und genießen einen schönen Abend zusammen. So, es ist natürlich glasklar, was wir uns bestellt haben. Jeder weiß es, das Käsefondue mit Trüffeln und Champagner. Wir sehen uns, wenn das Fondue fertig ist. Freunde, das Fondue ist angekommen. Boah, sieht interessant aus. Ich hatte noch nie ein Fondue mit Trüffel. Bin ich wirklich so ein absoluter Traditionalist, sagt man das? So Tradition, ne? Einfach nur Käse, Mathieu, geiles Brot, bisschen Wein, Knoblauch rein, bub. Nicht mehr. Aber ist, glaube ich, schon geil mit Trüffel, aber das, natürlich dominiert dann der Trüffel auch nicht den Käse so, ne? Champagner Trüffelfondue. Freddy, das erste Fondue meines Lebens. Peter, wer das fallen lässt, muss sein Bier exen. Oh. Oh nein! Verdammt nochmal. Ärgerlich. Wallah, zum Glück kein Franzose. Okay. Das erste Fondue meines Lebens. Das ist das erste Fondue von Max in seinem ganzen Leben. Ich fasse es nicht. Max, ich fasse es nicht. Jetzt bin ich echt gespannt, Mann. Dann wäre es aber auch geil gewesen, wenn er mal ein normales gegessen hätte. Dann immer bis zum Boden und immer in der 8. Wenn euch das fasziniert, ne, dieses Leben hier in Gstaad und dieser verrückte Luxus, dann ist das Hus Gstaad, wo wir hier gerade sind, wirklich die erste Adresse, falls ihr nicht auch Milliardäre seid. Weil man kann hier Real Talk, man wohnt hier geil, man isst hier geil. Wir sind gerade hier noch eingecheckt, weil das so geil ist. Ja, die haben sich gerade noch ein Zimmer genommen, wirklich so. Spontan für die Nacht, weil wir uns noch weiter extrem betrinken werden. Es ist wirklich... So, ist jetzt dein Fondue, Digga. Falls ihr Bock auf Gstaad habt, falls ihr das hier genießen Boah, der Burger sieht aber auch nicht schlecht aus. wollt, dann kommt ins Hus und ich probiere jetzt zum allerersten Mal Fondue. So, Beers.
Alter Schwede. Ja, wir haben ihn. Diese Mischung darin könnte man ein bisschen verdünnen und mit Pasta Nee, nicht verdünnen, nicht mit Pasta, Digga. Wow. Ey, Max, ich mag deine Videos, aber jetzt reicht's. durchschwenken und dann hast du die perverseste Trüffelpasta ever. Also es ist von der Intensität wirklich auf so einer 10 von 10. Thank you very much, my friend. G.I. Joe geworden, das ist doch Plastik. Also, Dave hat das letzte Wort. Bevor du überhaupt hier beendest, jetzt hör mal auf jetzt mit dem... Wir beenden das Video. Es war wirklich ein wunderschöner Tag in Gstaad. Wir haben fürstlich diniert, gut gegessen, eine ganz neue Welt kennengelernt und es wurde gekrönt, indem die netten Herrschaften hier neben uns auch noch dazugestoßen sind und wir jetzt noch einen wunderbaren Abend haben werden. Und Mario darf das Video beenden, indem er sein Bier äxt. Ja gut, ich hätte gern ein paar mehr Worte von Max gehabt über das Fondue, ein bisschen ausführlichere Analyse des Fondues. Gstaad ist eine Welt für sich, ne? Naja, cooles Video. Schaut bei Max vorbei und geht mal nach Gstaad und verschmeißt euer Geld. Wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst ein Like da, ein Abo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.